Hallo, heute geht es um ein schnelles Make-up. Ich bin auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und habe nicht wirklich Bock, mir extrem viel ins Gesicht zu klatschen, weil ich nicht einmal weiß, ob wir fortgehen oder nur essen gehen. Mal schauen. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt gedacht, ich mache ein schnelles Make-up. Also wenn ihr zuschauen wollt, bleibt jetzt dran. Wie immer trage ich mir meine selbstgebräunte Tagescreme von Alverde Perfect Skins auf. Da ich ziemlich tot ausschaue und ich will, dass mein Augen-Make-up hält und so weiter und so fort, trage ich von Essence dieses Eyeshadow Base auf. Während das trocknet, kommt wieder von Catrice das Eyebrow Filler Gel auf meine Augenbrauen. So, von Mary Lou Manizer, der Highlighter, gebe ich mir jetzt aufs komplette Auge drauf, also nicht nur auf das bewegliche Lid, sondern das komplette Auge halt. Wie auch immer. So, als nächstes nehme ich von der Naked Basic Edition den braunen Feuer, sprühe ich von MAC das Fixing Plus auf meinen Pinsel und tue es mir in die Augenfalte rein. Nehme ich einen Verblenderpinsel und verblende es mal. Um in die Wasserlinie zu kommen und nicht unbedingt Farbe in meinen Augen reinzuschmieren, nehme ich von IQ so einen gummiartigen Noppen halt und tue es mal ein bisschen in die schwarze Farbe und gehe halt entlang meiner Wasserlinie. Und von Essence Smoky Eyes nehme ich das Cremene mit so einem dünnen Pinsel, trage ich es dann um meinen Wimpernkranz auf. Nun nehme ich wieder von Catrice mein Camouflage. Und mein Puder von Alverde. Wimperdusche von Essence Maximum Definition. Und noch einen, der nicht so voll ist. Als Lippenstift nehme ich vom Magic Lipstick, ist zwar keine Beschriftung mehr drauf, so schaut das Ganze aus, normalerweise. Die Farbe schwarz und trage sie mir auf meine Lippen auf. Ist ein eher dunkleres Rot
aufgrund des pH-Wertes oder der Wärme oder wie auch immer verändert sich dieser Lippenstift auch auf eure Lippen. Grundsätzlich ist er schwarz, wie ihr sehen könnt, aber bei mir wird er dunkelrot und je mehr ich auftrage, desto dunkler wird das Ganze. Und ab dem Zeitpunkt, wo er trocknet, färbt er auch immer ab und bleibt ganz schön lang haltbar. So, jetzt nehme ich von iCube dieses Bronzene auf der Seite. Und ich gehe mit dem rosanen Blush über meine Bäckchen. Um alles ein bisschen zu sensibilisieren, gehe ich mit einem losen Puder drüber. Schlussendlich nehme ich wieder meinen Highlighter und highlighte mir die wichtigsten Stellen. Das wird so meine Nase. Ich gehe nochmal unter meine Augenbrauen und ganz oben auf der Backenknochenseite. Und verblende es noch ein letztes Mal. Make-up ist fertig, jetzt geht's ab zu meinen Haaren. Das ganz langweilige, ich flechte meine Haare. Nicht wie letztes Mal drunter legen, sondern drüber legen. Und ich nehme immer wieder was Neues zu, aber diesmal eher von unten. Und immer schauen, dass es schön festgezogen ist. Nehmen wir ein durchsichtiges Gummiringel. Jetzt habt ihr ein bisschen eine andere Optik, weil mir mein Speicherplatz bzw. mein Akku auf meiner Kamera ausgegangen ist. Und somit muss ich jetzt mein Handy ranhalten für den zweiten Teil meiner Flechtkunst. Und wie gesagt, diesmal lege ich es nicht drunter, sondern drüber.